Vielen Dank, Mensch, nett. Hey. Das gefällt Ihnen, kein Problem, mach ich doch mal. Ich kann sogar Luftballontiere, geht ganz schnell. Guck mal, ein Hase. Pass auf, oder ein Einhorn, hä? Oder ein Elef, oder das letzte Einhorn. Oder das echte, guck mal hier. Eben noch der nette Schwiegersohn und jetzt das, wa? Scheiße. Nein, für die Bühne ist diese Frisur... Eine hysterische, geile Lache. Jetzt hätte man nicht gesagt. Ich habe echt Angst, dass sie sich totlacht. Und ich kriege keine Luft und hast so schnappt und... Du bist dann irgendwie so tot und ich bin schon... Nein, geht in die Richtung. Oh. Diese Frisur ist super für die Bühne, privat nicht. Ich bin heute so ein bisschen durch Mitte gelaufen. Ja, genau das. So ein kleines Mädchen meinte, guck mal, Mama, ein Teletubby. Das ist jetzt aber ein anderer, oder? Das ist geil, oder? Das ist schön hier oben, oder? Ja, am Kifferrang da oben. Das ist schön. Völlig entspannt. Sie fragen sich, was ist da unten los? Was? Das ist schön. Ja, Archie Klepp, mein Name. Archie ist mein echter Name. Ich sag das gerne. Ich komm einfach nochmal raus. Na gut, Archie Klepp ist mein echter Name. Archie ist ein altdeutscher Name, wird abgeleitet von Anarchie. Wenn mir meine Mutter einen Brief schreibt, dann schreibt es auch immer Anarchie. Tut mir leid, muss mal ein bisschen mitdenken. Ja, der ist es scheißegal, ich sag völlig in der Wanne. Mein Name ist in Deutschland nicht beliebt. Ich hatte zum Beispiel nie einen anderen Archie in der Klasse. Ich hatte nie einen anderen Archie kennengelernt. In England ist mein Name beliebter. Irgendwann habe ich meinen Namen mal gegoogelt und da stand Archie is in England a very popular dog's name. Für die, die nicht so gut Englisch sprechen, Archie ist in England ein sehr beliebter Ärztename und verstehst du? Alter Mann? Geil. Ja, alles okay. Arzt bin ich nicht geworden, ich bin Kleinkünstler zweiter Generation. Nochmal, ich würde euch gerne ein bisschen kennenlernen. Nochmal ganz kurz klatschen, wer kommt nicht aus Berlin? Ganz schnell mal klatschen. Wir wollen die Dame, wir wollen. Wo kommen Sie her? Tut mir leid? Ich habe das verstanden, ich habe nur gesagt, dass mir das leid tut. Lacht der alte Mann wieder, das ist schön. Das war's kapiert, toll, es läuft. Ja, ich komme aus Berlin, Neukölln für die Leute aus Magdeburg, ja, genau. Wo die Leute, die sich auch leisten können. Ich und andere Hartz-IV-Empfänger. Aber Neukölln wäre cool. Ja, überall steigen die Mieten, das ärgert uns. Wir bei uns im Haus, wir haben Glück, wir haben nämlich einen Außen-WC und da hat die Hausverwaltung einfach eine Sanitäranlage eingebaut. Das heißt, immer wenn ich pinkeln gehe, zahle ich 70 Cent, kann aber 50 Cent von der Miete absetzen. Oder unten im Waffenladen eintauschen. Das ist so das Agreement bei uns in der Hausverwaltung. Ansonsten oldschool Neukölln aus. Ich wohne da nur mit Türken und Arabern, das sind meine Freunde, das ist meine Familie und ein Chinese, unser Mobbing-Opfer, Ling Ling. Sehr national stolzer Mensch, trägt immer einen Pullover, wo drauf steht Made in China. Und jetzt hat den komme ich mal den kleinen Rassisten, da bin ich runtergegangen, weil der spielt nämlich immer Stöckchen werfen mit seinem Hund. So, wirft immer Stöckchen und bin ich hingegangen und habe gesagt, Ling Ling, mit dem Essen spielt man nicht. Seitdem grüßt er nicht mehr. So ist es. Ich bin zweite Generation Kleinkünstler. Tatsächlich, ich bin im Wohnwagen aufgewachsen mit meinen 8 Geschwistern. Privatsphäre hatten wir schon, also alle die gleiche. Und ich bin so von Jahrmarkt zu Jahrmarkt mitgenommen worden. Meine Mutter wurde ausgestellt als Dame ohne Unterleib, das ist kein Scherz. Sie hat aber aufgehört mit Jahrmärkten. Sie arbeitet jetzt hier in Berlin bei C&A als Oberteil einer Schaufensterpuppe. Ist so eine Halbtagsstelle. Und mein Vater ist Reality-Zauberer, er lässt Gegenstände verschwinden, er arbeitet sehr gerne im Mediamarkt und Saturn.
Ich finde in Deutschland, ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, bei den Behörden nicht viel Humor. Oder habt ihr das schon mal probiert? Ich finde ja Humor im privaten Leben total super. Ja, original vor 14 Tagen im Radio gehört, meine Damen und Herren, am Alexanderplatz demonstrieren Rollstuhlfahrer, deswegen kann es in diesem Bereich zu Behinderung kommen. Die NPD-Demo lief mit rechten Dingen zu. Es ist so. Ja. Tatsächlich, in England haben die Behörden mehr Humor. Ich bin in England geboren, mein Vater hat mal einen Strafzettel bekommen, weil er falsch geparkt hat. Daraufhin hat er das Geld, was er hätte bezahlen müssen, fotografiert und das Foto von mir zur Polizei geschickt. Die Polizei hat ein Foto von Handschellen gemacht und zurückgeschickt. Mein Vater hat bezahlt. Meine Damen und Herren, mein Name ist